Shh, Baby. War nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja. Mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Welcome to Bright Falls. Aha. Und wir sind gerade im Urlaub, kann das sein? Tun wir so, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Warum? Okay. Ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Wow, was ist ein Witz, hä? Jetzt schau ich mir erstmal um. Was haben wir da? Oh. Das Auto eines Serienkillers, schön. Wo ich wetten? Bevor es zu spät ist. Nein. Was ist da für einer? Das ist der Serienkiller. Verdammte Cookies. Ja und? Mir nix. Na los, Spielverderber. Tu's für mich. Bitte. Mein Gott, ist die lästig. Halt dein Mai. Du kriegst doch später was dafür. Tatsächlich? Dann tu ich's. Grüß die Opa. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest. Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Main. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Main, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Ja weiter, lass mich in Ruhe. Gib keine Interviews. Ja, wie schaut denn aus? Sind wir da oder was? Alice. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Vorsicht, Telefon. Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry, ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry, alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Meine Frau hat das Problem. Alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Komm zurück zum Auto. Bin ich da. Ja und jetzt? Muss ich fahren oder was? Ja gut. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Karstaki. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake,
Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es Es wirklich. ist nett, dass Sie das sagen. Rose. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Tatsächlich? Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie Wow. bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Ja, es geht nichts über treue Fans, oder? Was haben wir denn da? Plakat von mir. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen So und viel Ihnen zum das Herz ruhigen bricht, Urlaub. wenn Sie wieder abreisen. Unser So, wer ist Rusty doch? ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Da sind wir schon zwei. Wo bei ihm? Beim Polizisten schon. Kaffee saufen und Donuts fressen. Bleiben Das Sie können sie. länger, Mr. Wake? Ich kann es gar nicht glauben. Nein, Ich Rose, lass mich in Ruhe. unterhalte mich gerade mit Alan Wake. So, was haben wir denn da? Da kann ich nicht vorbei. Sind Was? Sie allein oder ist Ihre Frau bei Ihnen? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Stadt zeigen. Ich habe um 6 Feierabend. Nein, danke. Danke, Rose. Wir werden daran denken. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Was möchte er? Coconut, Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ja, da einmal sagen, das ist das Überbleibsel vom Bright Falls Rocker Club. Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Die Jukebox. Okay, Brum, jetzt gibt's Coconut. Diamond the Coconut, drink them both up. Glaub Ja, bloß nicht, dass ich manchmal dich hängt nicht sie. im Schlaf Was, die ermahne. hängt? Man dem Bloß Ding weil wir einen Brüder ordentlichen Klaps geben. Ja gut, ich hau mit dabei. Ja. Weg, das geht schon. Das ist mein Lieblingslied. Coconut. Das ist genau mein Ding. Oh ja. So, was haben wir da? Die Küche. Das war's. Ich bin tot und in der Hölle. Ja, was tut sie da? Die Ausbrucher. Vom Altersheim. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Warum nicht? Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky Wir wollen finden, doch nicht den Schlüssel sterben, holen oder? und dann nichts Oder tun. gar Schlimmeres. Ich habe Die Karl Kellnerin Stucky ging mir auf die gewarnt, Nerven. aber er Wie wollte alle nicht hören. übereifrigen Fans. Mein Gott, die Großmutter. Keine Panik. Ich habe Rose letzte Woche gesagt, sie soll die Birne auswechseln. Das passiert, wenn man nachlässig Mensch, halt die Schnauze. Der Carl Stucky, wo ist denn der? Am Frauenklo? Und wo ist denn hier? Was das für einer ist? Anklopfen. Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie Sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach Ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Ja, das ja nicht, ha? Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Ich glaube eher, dass die auf Carl Stuckys Beerdigung war, wie die ausschaut. Und jetzt werdet ihr das Dinner verlassen. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Ja, du Rindviech. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super. Verfluchter Leistenbruch. Ja, Brum, jetzt müsst ihr entschuldigen. Ich muss jetzt fort. Ballon. Mein alte Wort. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus seiner Klinik bei der Cauldron Lake Lodge. Geh weiter, Cowboy. Sauf deinen Kaffee. Tschüss, Mr. Wake. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Das Deiner war echt ein Irrenhaus.
Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBF-FM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht. Seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Wow, das ist fantastisch, Ellen. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß, ist schon gut. Alice hatte eine Phobie, Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Was für Sonnenuntergang in der Hütte sein? Also wenn wir das nicht packen, dann weiß ich es auch nicht. Also sag mal, Alice, ist das ganze Urlaubsgepäck oder was? Die hat gerade ihre Schminksachen dabei. Wow, das ist aber idyllisch, oder? Muss man zugeben. Pass auf, ich schau mal da um. Da schon her, der hat Aussichten. Alice, wie schaut denn aus? Ja, bist du noch nicht da, hä? Das Schloss öffnen. Komm schon, das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Ganz Ich schau schön hinein. dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Klar, bin schon dabei. Mein Gott, ich komm mir vor wie ein Sklave. Hallo? Jemand da? Was haben wir da? Ein Radio. Die Hirschfestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen, einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt ran an die Telefone. Hallo, Sie sind auf KBF-FM. Hallo Pat, hier ist Rose. Hallo, Rose. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich weiß, wer der berühmte Künstler ist. Oh Gott. Wake, nicht wahr? Er ist mein Lieblingsschriftsteller. Diese lästigen Fans. Wie schaut denn hinten aus? Er freut sich bestimmt auch. Da komm ich zum Steg, aber es gibt kein Boot. Fokussieren, was denn? Das Wasser war klar, aber dunkel. Es sah sehr tief aus. Ja, da kann man leichter das Hafen, wenn es tief genug ist. Ja, pass auf. Der hat gesagt, ich muss den Strom einschalten. Also traut sich mein Alter nicht ins Haus rein. Die hat eine Dunkelheitshobby. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Ja, warte halt einmal. Kann du gar nicht erwarten. Ich werde behandelt wie ein Sklave. Da lege ich bald Protest ein. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Vielleicht. Ja, da ist der Generator. Pass auf. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Ich mach mal jetzt runter. Mein Gott, schon. Das Ding scheppert und kraft wie nochmal was. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Alle. Ich schaue mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß.